Wir wären hier in einem Karte Figur, wo ein Mensch, der sieht, wer verfolgt an einem anderen Land, an dem wir abholen, so durch selbstverständlich Schutz, weil du verfolgt wirst. Wo man aber da feststellen, dass das eine Identität nicht sieht. Wie werden sie verstoppen, wenn ein verfolgt ist? Oder ein Held, wie gesagt, falsch vorbeieren, möchte falsch vorbeieren, oder ein möchte den Mond nach Länder. Und so weiter und so fort. Und das sind alles aus sich strafbare Sachen, wenn der normale Lützeburger oder Resident von diesem Land möchte. Wir werden dann von den Demandeur de Protection international als ob einmal nicht mehr soll gelten. Ob schon der Asylrechtskonvention 1951 klar eine Obligation vom Refugié vorgesehen, wie sich ein Gesetz und Reglementer von dem Land zu halten, vorhin ist. Wir so, wie gesagt, ja zum Asyl. Deutlich, klar, ja. Ein Mensch, der verfolgt ist, der muss Schutz finden. Aber ein Mensch, der verfolgt ist, der fälscht nicht seine Identität. Der kann dahin sagen, den an den hilft mir, wenn ich glaube, dass sie verfolgt. Der fällt doch kein paar Bayern, wie irgendwelche Avantagen zu kommen, die im Ernst vielleicht gar nicht zustehen. Und das ist eigentlich der große Unterschied zwischen ihrer Asylpolitik und unserer Asylpolitik, weil das verbunden ist, alles was humanitär ist, alles was menschlich ist, alles was Leute soll helfen, die verfolgt gehen, aber das trennt, dass die klare Absicht, all Missbrauch wirklich zu verhindern. Es gibt mit uns kein Missbrauch vom Asylrecht, es gibt keine illegale Immigration aus vier Wänden, die nicht an der Asylrechtskonvention stehen. Das alles machen wir nicht. Wir halten darauf, dass die Leute, die kommen und die als willkommen sind, wenn sie Schutz brauchen, sich an Gesetze und Reglementer in unserem Land halten und in der Republik nicht vorstellen, so wie das Gesetz ist. Und ich merke es. Dann merkt der Herr Karteiser etwas, was der DAX merkt. Der schwätzt immer nicht, dass der so, oder der stellt dich dahin und sagt, die Refugien haben ihre Rechte wie die Lützeburger zu Lützeburg. Das ist total falsch. Alle Menschen haben die nämlich die Rechte auf Pflichten. Und wir werden immer rund zu gehen und Leute zu diskriminieren, die Refugien sind so, die sind besser gehalten zu Lützeburg, die sind besser gestaltet, sie haben mehr Rechte wie die anderen. Auch das ist archi falsch. Wenn ein Kind mit ein paar Bayern, die gefällt sind, die Polizei kontrolliert das. Und selbstverständlich fließt da dann Prozedur an und da gehen die nötigen Konsequenzen gezogen. So, das Problem, den wir haben an der Flüchtlingspolitik nicht nehmen heute zu Lützeburg, das ist den, dass wir an einer Zeit leben, da das früher vielleicht nicht so ging, dass wir verschiedene Leute, die aufgelehnt sind, die nicht das Statut gekriegt haben, dass wir die nicht an hier Länder können zurückschicken. Wir hören ganz viel Echo, inklusive Herr Asselborn aus dem Ministerium, die feiert, von Beamten, die sich furchtbar darüber aufregen, dass ihrer Meinung nach, und das wird schon nicht ganz unbegrenzt sein, nicht genug gemerkt wird, gegen Schleuserbanden und andere durchzugreifen, und auch andere Branchen, die ich hier nicht will detaillieren. Wir haben ein Problem hier am Land, wo eine Regierung aber schenkt, Komportementen, wo krimineller Natur mehr zu tolerieren, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und ich so nicht mehr als das überhaupt nicht toleriert. Das ist eben ein Unterschied zwischen ihrer Politik und unserer. Also etwas ganz Schlimmes, Herr Karteiser, wurde da gemerkt. Die hat mich zurückgedroht, dass Beamten am Ministerium wären, die griffen, ich weiß nicht was, mit kriminellen Banden zusammen schaffen, oder sie geben unmenschlich, oder sie geben Mengen, dass ich zu viel menschlich wäre oder wieder dadurch will trainen, also sie geben nicht dafür Ehrchen. Also ich bitte nicht, das entweder zurückzuholen oder zu beweisen, wo das ist. Wirklich zu beweisen, wo das dort ist. Asselborn. Dann zu einem Point d'ordre, Herr Präsident, ist absolut nicht mit der Interpretation d'accord. Weil den Herr Asselborn hat mich angeschwärzt und gesagt, ich soll entweder etwas zurückholen oder beweisen, nicht direkt eine Aufforderung. Ja, also gut, dafür stehe ich auch gut, wenn da der Abforderung vom Herrn Außenminister könnt no kommen, da merkt das. Das meine ich ganz gerne. Präsident wundert mich, dass wir überhaupt darüber diskutieren, weil ich meine, das ist ganz evident. Der Minister, wenn ein Deputiert etwas fragt, ein Deputiert muss die Möglichkeit kriegen, den Minister zu antworten. Selbstverständlich. Dafür wundert mich eine Interpretation vom Reglement. Dann liest das Reglement, dann wundert der schnell. Ich höre laut fort, wie der Herr Asselborn dann auf den Punkt zu antworten, wo man eine Frage gestellt hat. Herr Asselborn, ich verstehe, dass die Rose sieht, dass vielleicht Beamten aus ihrem Ministerium auch mit uns Kontakt haben, an uns hier solche mitteilen. Aber, Herr Asselborn, ich will etwas sagen, was ihr als Politiker und als Minister von der Lützeburger Regierung müsst kennen. Und das als ein Gerichtsurteil für eine kurze Zeit konfirmiert gehen. Das ist der Quellenschutz.
Dir hut mech mal net zu frohen, wo mein Quelle sind. Dut kein Haibannen. Ihr könnt egal weiter behaupten. Kein Deputierten Haibannen zu frohen, wat seg Quelle sind. Ja, ridicul. Dat ass nun emol den Deputéierten den huet den absolut Recht fir déi geheim ze Ridicul. niemals Herr Karteiser. Mënsch, de mir eng Akkusationne geht weiter, kannst du nicht beweisen. C'est tout. En no dodech bloustellen oder Probleme bringen, dat ichch mén Quelle gin Preis gin en Deputéierten mëcht dat net an net Recht et nëtze mecher.